Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 6. Folge von unserer Genusstour durch den ganzen Thurgau. Wir melden uns heute aus Romanshorn, aber heute gehen wir nicht Schiff fahren, heute sind wir mit dem Velo unterwegs. Wir machen die Blust-Velotour. Was das genau ist und wo die durchführt, dazu kommen wir später. Aber noch ein kurzer Vorgeschmack, was euch heute hier erwartet. Als erstes fahren wir mit dem Velo zu der Äpfelfarm. Wir sind natürlich immer noch in Ostindien und schauen uns auch noch eine Produktion von Äpfelringli an. Nachher schauen wir uns das wunderschöne Wasserschloss in Hagewil an. Dort werden wir auch zum Mittagessen und bekommen eine exklusive Führung vom Burgherr. Am Nachmittag radeln wir weiter und irgendwann habe ich das Gefühl, kommen wir an unserem Getränk vorbei, das wir immer jetzt dabei haben. Wir haben nämlich fast kein Müll mehr. Wir sind am Anfang ganz gut ausgestattet, aber langsam geht es uns aus. Genau, und unser jetzt, Schorle geht zu Ende und wird höchste Zeit, dass wir das wieder auffüllen. Am Abend kommen wir zuerst zurück hier hin, holen das Auto wieder ab in Romanshorn, weil es ist eine Rundtour, die wir heute machen, bevor wir dann mit dem Auto in Rohrschacher Berg fahren, wo wir im Schloss Wardeck einerseits das Nachtessen und andererseits auch werden schlafen. Ihr seht, es läuft auch heute wieder richtig viel hier im Thurgau. Wir sind gespannt, was uns erwartet und wir freuen uns, dass ihr alle mit dabei seid heute auf unserer weiteren Genusstour. Kommt mit, es geht los! Nach den ersten Kilometern auf dem Velo sind wir jetzt hier vorbeigekommen in Steinebrunn. Wir sind bei der Äpfelfarm und jetzt wollen wir doch auch mal wissen, was auf so einer Äpfelfarm gemacht wird. Weil die frischen Äpfel, die haben wir ja schon gesehen. Aber was gibt es echt da Feines? Wow, ganz schöne Auswahl. Muss man mal ein bisschen beschneiden. Da kommt dann der Herr von Ruß. Hallo. Guten Tag. Freut Du bist da Roland. und du bist von der Äpfelfarm. Genau. Ein kleines Paradies haben wir da, ein Gourmet-Paradies. Schön, wie du das sagst, ja. So. Was ist so ein bisschen eure Haupttätigkeit da? Warum kommt man zu euch? Also wir sind ja eigentlich ein Obstbaubetrieb und unsere Haupttätigkeit heute sind Trockenfrüchte, weil wir aus dem Hoflädeli raus, wo wir Äpfel verkaufen, gemerkt haben, dass Trockenfrüchte fast gesuchter sind wie die Äpfel selber. Okay, so sind wir in die Nische hineingestiegen und haben angefangen Trockenfrüchte zu produzieren. Wie lange gibt es euch schon da? Wir haben etwa 95, 96 haben wir angefangen mit dem. Seitdem sind wir dran. Zuerst als kleines Hoflädeli. Dann hat sich die Trockenfrüchteproduktion entwickelt nebenan. Und heute ist es eben einfach das Hauptstandbein. Hier im Hoflädeli sind wir eher zum Geschenke-Lädeli geworden, weil wir gemerkt haben, dass schöne Produkte aus dem Thurgau auch gesucht sind als Geschenk. Ja. Und meine Frau hat es Flair, um so Sachen schön zu präsentieren und einpacken. Und heute sind wir fast mehr Geschenke-Lädeli wie ein Hoflädeli. Und haben unseren Weg so gefunden. Wird das so verarbeitet im Jahr? Wie viel brauchen da, wie viele Also Äpfel? 250 Tonnen Äpfel verarbeiten wir zur Äpfelring. Wow. Und dann haben wir noch etwa 50 Tonnen zu Würfeli und dann nur etwa 50 Tonnen ist einfach alles andere. Das sind Verzwetschgen, Bieren, Erdbeeren, Mirabellen, Pflaumen, Riesen. Da tun wir sogar Spargel trocknen für einen anderen Betrieb zum Beispiel oder Holderblüten trocknen für Tricola. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Das ist eher Nische. Das Hauptding ist Sind die Äpfel. Wunderbar, danke vielmals. Ja, gerne. Wir schwingen uns wieder aufs Velo und ich glaube, etwas müssen wir schon noch mitnehmen. Sicher. So eine. So, schwingen wir uns also zurück auf den Sattel und fahren weiter. Wir haben am Morgen ja schon erzählt, dass wir heute Blust-Velotour machen. Die führt über verschiedene Routen bis zum Schloss Hagewil, folgen wir am Nummer 5 und nachher tut man fortlaufend das ein bisschen wechseln. Wenn man also den genauen Prospekt hat, wo das die Blust-Velotour durchgeht, kann man sich eigentlich nicht verfahren, weil die Tafeln da die sind dann doch sehr markant und immer wieder sieht man es gut. Nach unserem Blust-Pferdchen auf dem Blust-Veloweg
sind wir jetzt am Wasserschloss Hagenwil angekommen. Wir haben schon von weit weg gesehen, weil es ist wirklich ein prunkvoller Bau. Wir laufen jetzt hier über die Hängebrücke und schauen mal, was uns erwartet. Die Hängebrücke überwindet und sind jetzt im Inneren von dem wunderbaren Schloss. Und natürlich auch da werden wir schon erwartet, und zwar vom Schloss her. Wir schauen gerne mal, wer das ist. Der Dagol, Louis. Andi, heute. Hallo. Schlossherr, ist das die richtige Bezeichnung für dich? Ja, ich höre lieber Gastgeber oder halt einfach Andi. Schlossherr, das tönt immer so groß. Ja. Wie ist es, so ein Schloss zu führen? So das mit dem Restaurant, das die Heiz haben? Mal sicher schön. Es ist eine Aufgabe, die man da hat, aber sehr eine befriedigende Aufgabe mit einem Haufen schönen Seiten. Wie gesagt, auch ein Haufen Sachen, die ein bisschen schwierig sind, herausfordernd sind, ja. Aber die schönen Seiten tun das sicher überwiegen. Gaststube, was empfiehlst du uns zum Essen? Was ist typisch für das Schloss Hagenwil? Im Moment ist gerade Spargelzeit und wir haben Spargel von der Gärtau, also Thurgauer Spargel, einen Steinwurf entfernt von da. Also schaut doch mal unsere saisonale Karte, die euch lustet. Sicher etwas dabei für euch. Super. Und ein Gläschen Wein vom eigenen Rebberg wäre vielleicht auch noch etwas. Oder ein Gläschen Perlwein, das wir haben, voraus. Ja. Vorspeise ist da und in dieser herrlichen Umgebung schmeckt es sicher gar noch doppelt so gut. Was gibt's? Ich bleibe meiner Weinsuppe treu, heute ist der Hagenwiler mit der Thurgau-Suppe. Und der Louis vietnamesische Röllchen, allerdings gefüllt mit Spargel. Wir hätten noch stundenlang da drinnen sitzen und es geniessen. Es war wunderbar, wunderbare Gastgeber und richtig feines Essen. Und eben der Saal, er ist wirklich richtig schön. Für uns geht es jetzt weiter und am nächsten Ort wartet schon wieder jemand auf uns. Wer? Das sehen wir jetzt dann gerade. Es wird ganz ein spezieller Ort, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Wir haben es euch vorher schon versprochen, wir gehen an einen Ort, den ihr wahrscheinlich alle kennt, und zwar ist das die Mosterei Möhl. Und auch hier werden wir erwartet, und zwar ist das der Christoph vom Marketing, der uns heute ein bisschen alles näher bringt, erzählt, um was es geht und vor allem auch, welche neuen Produkte es gibt. Hallo Christoph. Hallo. Schön, dass wir da sind, freut uns. Wo sind wir jetzt gerade? Wo hast du uns da im Empfang genommen? Wir sind hier in unserem provisorischen Besucherzentrum, wo wir unsere Gäste empfangen für Betriebsbesichtigungen und Degustationen. Ja. Du hast vorhin gesagt, 6000 Leute führen da rum pro Jahr. Pro Jahr, genau. Sehr interessiertes Volk an Möhl, oder? Ist das so? Ja, ich glaube, man kann hinter Kulissen sehen, was im Betrieb nicht immer normal ist oder möglich ist. Ja. Genau. Und wir haben viele Vereine, Gruppen, Firmen, die da auch teilweise Polterabend etc. feiern. Ja. Wir haben gerade beim Empfang schon ein Schorle bekommen. Ich denke, das kennen wir alle, Schorle. Wie viele Produkte sind mittlerweile bei euch im Vertrieb von Möhl? Ja, alles zusammen haben wir gut 28 Produkte, aber da natürlich dann verteilt auf viele Flaschengrössen. Und inklusive der Spirituosen sind es über 60 Produkte. Über 60 Produkte. Und das ist der Renner, Schorle, oder? Schorle ist der Renner, ist unser grösstes, meistverkauftes Produkt, neben dem Saftfass ohne Alkohol. Ja. Und, aber sicher in Sommermonaten natürlich mengenmässig ein sehr grosses Produkt. Ja. Wir dürfen jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wo geht es hin jetzt als erstes? Wir machen den Betriebsrundgang, laufen einmal am Weg vom Öpfel entlang, bis er in der Flasche ist. Also wir haben die ganze Produktion jetzt anschauen, ist natürlich super spannend, wir einen Blick hinter die Kulissen werfen. Den Möhl kennen wir alle, jetzt wissen wir aber, wo er herkommt. Und es gibt 3 neue Produkte beim Möhl, die dürfen wir jetzt probieren. Die einen oder anderen von euch haben vielleicht die auch schon probiert. Was haben wir da genau, Christoph?
Wir haben eigentlich hier unser ganzes Cider-Sortiment. Einerseits der klassische Saft vom Fass mit der Holzfasslagerung, die wir vorher gesehen haben. Dann der altbekannte Swizzli, der Cider aus dem 95. Und dann hier nebendran die 3 neuen Produkte vom Cider Clan, wo jeweils einen Kopf drauf hat. Unsere Idee war, wir haben irgendwo etwas aus dem Familiären, aus dem Nähen zu unseren Lieferanten, zu den Leuten aus unserem Umfeld wollen und haben da lange studiert, bis wir auf diesen Weg gekommen sind. Wir haben jetzt hier bei den ersten 3 haben wir 2 Obstlieferanten. Einerseits sieht man hier den Visi. Der Visi ist Obstbauer, ist Wasserbüffelzüchter aus Muhlen. Da ist noch seine Frau drauf, Lisbeth. Das ist schon mal der eine. Und dann wäre jetzt die süße Variante, der Juicy Apple Cider. Der zweite ist der Küsi. Der Küsi ist Hofbauer vom Schloss Pfauenmoos. Man sieht das Schloss und den Pfau. Unten links noch die Holsteinrinder, die er züchtet. Und natürlich das Obst. Das ist der Straight Apple Cider. Straight, weil er einfach relativ trocken ist. Eigentlich näher am Äpfelwein, oder? Und dann der dritte vom Clan, eigentlich ist es der Chef von dem Clan, ist der Sepp, unser Kellermeister seit 31 Jahren. Man sieht hier ein bisschen die Holzfässer drauf, ist natürlich näher so am Produkt zu, er mit einem Glas in der Hand, wo man dran schmeckt. Und bei dem Grape Apple Cider, das Grape kommt von Grapefruit. Wir haben hier eigentlich einfach einen Saft vom Fass, aus dem Holzfass abgemischt mit Grapefruit-Limonade. Ja. Zuerst machen wir jetzt mal eine 4-Pause, weil... Irgendwie lustet es einem einfach, oder? Wenn man es dabei hat. Wir haben ja noch unsere Äpfelringli vom Morgen dabei. Und wir haben und noch nicht mehr. nur Äpfelringli, sondern wir haben auch noch Äpfelschoki. Das Früchtebrot, wobei ich glaube, das sparen wir noch, oder? Das hat er ja gesagt, ist am allerbesten mit ein bisschen Butter. Und den haben wir jetzt wirklich nicht dabei. Wir könnten natürlich Rahm kaufen und dann selber schütteln, aber... Ja, wir geniessen auf jeden Fall hier jetzt in Arbon direkt am See ein kleines Picknick mit unserer Äpfelfarm und nehmen dann einen Schluck Schorle. Wir wissen jetzt, wo das herkommt. Super spannend gewesen und wir melden uns dann wieder auf dem Zurückweg Richtung Romanshorn. Eure eigenen Velo nicht dabei habt oder nicht wollt mitnehmen, dann gibt es hier am Bahnhof in Romanshorn auch eine Vermietstation. Wir sind da schnell rein und haben uns ein bisschen informiert, wie das Ganze funktioniert. Wir sind jetzt hier bei Rent a Bike in Romanshorn. In Romanshorn speziell, man löst den Mietvertrag am SBB-Schalter, kommt nachher hier an ins Gebäude und kann dann hier das Velo abholen. Das Coole an dieser Sache ist, wenn man einmal eine Station nicht will, oder mal eine Strecke nicht fahren will, dann steigt man einfach in den Zug ein und kann dann gratis das Velo mitnehmen. Das Billett selber müsst ihr natürlich zahlen, aber das Velo fährt gratis mit. Und wenn ihr einen Halbtags habt, dann kostet auch die Miete von Rent a Bike ein bisschen weniger. Und wir schnippen uns jetzt, glaube ich, weiter ins Schloss Wartegg. Wir sind im Schloss Wartegg angekommen, Rorschacher Berg, haben bereits eine Kurzführung gehabt, unser Zimmer bezogen, das zeigen wir euch alles später, weil wir müssen ein bisschen Führerschein machen. Wir haben eine ganz exklusive Benutzung noch vor uns. Wir müssen mal schauen, was wir hier drin haben. Den Zugang zu dem kann man buchen, separat an der Rezeption. Und der ist für einen allein. Und jetzt lassen wir uns auch allein. Bis nachher. Was sich hinter dieser Tür verbirgt und wo der Schlüssel noch überall passt, das sagen wir euch später, weil wir sollten kurz Nachtessen. Für das Mittagshighlight. Wir gehen in 307 rein. Und der Schlüssel, der passt noch nebeneinander. Schauen wir zuerst einmal an. Kommen wir mit im Säck. Das ist unser Zimmer. Und mit dem Holz hat es hier ganz spezielle Sachen. Einerseits haben wir die Balken da oben, die über 500 Jahre alt sind und auch bei der letzten Gebäudesanierung wieder so schön freigelegt worden sind. Andererseits haben wir am Kopfteil ganz viel Holz und das ist auch noch so ein bisschen speziell, weil das Holz das stammt von einem Baum, von einer Ulme,
wo da außen im Garten in dieser riesigen Parkanlage gestanden ist. Dann haben wir hier ganz ein kleines Bad, das einfach ein WC und ein Lavabo hat. Weil wir sind hier wieder im Schlüssel und von da müssen wir noch rausgehen. Ich habe gesagt, der passiert noch etwas anderes. Und das ist gerade so gegenüber von unserem Zimmer. Machen wir schon Licht. Weil hier ist unser Bad. Wir haben hier noch einen riesigen Wäschtisch. Aber das eigentliche Highlight ist ja schon da. Absolut freistehende Badwanne. Für uns ist die Romantik für heute zu Ende. Und für euch an dieser Stelle auch. Morgen schauen wir uns dann noch ein bisschen mehr in der Parkanlage um und natürlich auch, wie das Gebäude von außen aussieht. Schlafen gut. Guten Morgen miteinander. Wir haben wunderbar geschlafen. Am Morgen sind wir geweckt worden von einem Vogelkonzert und was wir dann gesehen haben, da dürfen wir jetzt einmal rausschauen. Sali miteinander. Sali. Wer sind ihr zwei da mit dem Fisch? Du bist der Fischer, habe ich etwas gehört? Ja, genau, Timon Görz. Okay, und du siehst aus wie der Koch, Da Chefkoch. bin ich vom Schloss Wartegg, genau. Wir haben gestern Abend richtig feinen Fisch gegessen, hier im Schloss Wartegg. Der ist in dem Fall von dir gekommen. Ja, in dem Fall schon, ja. Okay. Lieferst du jeweils den Fisch direkt aus dem Bodensee Ja, genau. an den Chefkoch? Ja. Wie läuft das ein bisschen ab, so zwischen euch? Wie passiert das? Ja, der Timon geht am Mittwoch und geht eigentlich 11 Wochen raus und wir haben uns jetzt auf Mittwoch und Freitag sind unsere Liefertage und das, was er noch am Morgen fängt, geht direkt bei ihm in die Vorbereitungsküche. Er filetiert die Fisch für uns und bringt sie uns anschließend. Genau das, was er gefangen hat. Schön eigentlich, wenn der Fisch gerade so geliefert wird. Ja, man hat die optimale Qualität, er ist super frisch, es ist ein kurzer Transportweg, wir sind super zufrieden damit, es klappt für uns beide optimal und die Gäste sind sehr zufrieden. Ja. Du siehst ziemlich jung aus für einen Fischer. Wenn man sich so einen Fischer vorstellt, sind das meistens so ein bisschen die Seebären oder so. Du bist der Jüngste auf dem See. Ja, genau. Stimmt das? Was ist so die Motivation dahinter, um auf den See rauszufahren, am Morgen früh? Die Hoffnung, dass du einen guten Fang hast Ja. und sonst die Natur. Okay. Also wenn du runter schaust, ich meine, verliebst dich gerade in den See rein. Ja. Und dass ich mein eigener Chef bin und auch von der Natur und mit der Natur kann leben. Wie lange machst du das schon? Das ist jetzt 8 Jahre, als ich fische. 8 Jahre. Und das ist ein guter Fang heute, den du hier rausgezogen hast? Nein, es ist eher ein schlechter Fang. Ja. Wir sind, etwa 6, 7 Fische gewesen. Ja. Und da eigentlich Benzin fast nicht dickt. Ja. Aber trotzdem gibst du alle Mühe, dass die Köche was zu kochen haben. Ja. Ja. Was machst du daraus? Ja. Gerade jetzt zum Beispiel aus dem Fang? Wir haben es jetzt einfach nur aufgeschrieben, wir halten den Fisch immer relativ simpel. Wir machen heute Mittag einfach bloß ein Risotto noch dazu, was Cremiges. Und legen die ganz kurz auf den Grill, die Forellenfilets, legen es dann auf das Risotto drauf und geben es eigentlich direkt so raus. Der Fischgeschmack unverfälscht mit einer Prise Salz. Wenn er so frisch ist, dann, dann will ich ihn einfach nur kurz bräutelt haben und dann gebe ich ihn direkt zu den Gästen. Wünschen wir euch weiterhin eine gute Zusammenarbeit und dir weiterhin einen guten Fang. Danke vielmals. Dankeschön. Richtig spannend, was da passiert im Schloss Wartegg. Also ich habe nicht gewusst, dass Fisch gerade so frisch geliefert wird aus dem Bodensee. Kein einfaches Unterfangen, ihr habt es gehört, im Bodensee gibt es nicht so viel Fisch. Da spielen verschiedene Indikatoren mit, warum das so ist. Das war es von der 6. Folge aus dem Thurgau mit Komm ich fast. Es war wieder super spannend, wir haben wieder so viel erlebt. Unglaublich, was es da alles Auch gibt. der Oberthurgau und das Siederland bieten natürlich wahnsinnig viele Eindrücke. Wahnsinnig viele verschiedene Bier. Wir haben hier jetzt nämlich nochmal eins. Das ist das Wartegg Hausbier, das sie selber oder was brauen lassen haben in ihrem Auftrag. Und ja, Jetzt machen wir aber nicht mehr länger. Das Video ist wahrscheinlich schon ziemlich lang. Wir sagen Tschüss. Wir sehen uns dann in der 7. und letzten Folge nochmal. Das wird auch nochmal spannend, weil wir treffen eine echte Königin. echte Berühmtheit im Thurgau. Also schaltet unbedingt auch wieder ein bei der letzten Folge von «Kann wie das tun?» Genussvoll durch den Thurgau. Bis dann. Tschüss.
Alle Videos zu unserer Thurgauer Genusswoche findet ihr hier unten in dieser Playlist. Abonnieren könnt ihr unseren Kanal hier. Und zum Schluss gibt es auch noch einen Wettbewerb. Wenn ihr nämlich einen Gutschein für einen Thurgauer Geschenksaras gewinnen wollt, dann findet ihr alle Informationen hier oben. Achtet euch auf Buchstaben und viel Glück!